Leute! Der Murmi und mich, der Geri, freut total, dass ihr am Sonntagmorgen so früh aufgestanden sind, um zu uns zu kommen und zum Basteln. Gell, das ist lässig, Murmi. Ja, und zwar wollen wir Folgendes machen. Währenddem dass eure Mamis und Papis noch schlafen daheim, machen wir einen grossen Turm mit Papierstreifen. Die tun wir so aneinander basteln und bauen ganz grosse Türme. Nehmt mal alle einen Streifen von euch zu. Genau, die Streifen die kann man so zusammenlegen. Und wenn man sie zusammengelegt hat, dann tut man sie hier so aneinander machen und dann der nächste drauf hoch. Wie ihr es macht, das könnt ihr selber entscheiden. Hauptsache er wird hoch. Und jetzt, wenn ihr wisst, was es zu gewinnen gibt, wenn ihr es nicht wisst, eben ja, klar. Murmi, es gibt nicht nur eine ganz grosse Schocke, sondern der den höchsten, oder das Mädchen, das den höchsten Turm baut, der macht mit dem Murmi und mit mir, dem Geri, einen Ausflug im Murmi-Auto. Ist das gut? Ja. Also, Murmi, hast du begriffen? Aneinander machen und aufeinander biegen. Und ihr habt es auch begriffen? Ja! Gut, also einfach hier so aneinander machen, gell? Ja, aber wie? Ja, denk mit Leim, einfach hier so aneinander leimen. Kannst du mir dem von der Leim geben? Ja, der Leim. Für den Leim. Wow! Ich habe den Leim vergessen zu posten. Nein, du hast den Leim. Hast denn du dabei? Ja, ich habe sicher keinen Leim. Habt ihr Leim dabei? Hei. Aber weißt du was, Geri? Wir könnten es mit Spolz zusammenklappen. Mit Speuz? Nein, das geht doch nicht mit Speuz. Weil wir können... Mit was denn? Wir könnten Jockey ins Maul nehmen und das schmelzen und dann... Nein, das hebt nie für einen Turm. Und dann zusammenklappen. Und mit Kaugummi geht es auch nicht. Hei, das ist jetzt aber ganz doof. doof. Dann können wir posten. Ha, ich kann... Nein, heute ist Sonntag, da geht nicht posten. Aber ich habe eine Idee. Ich kenne den Dani und der Dani, der arbeitet in einer Leimfabrik. Hoffentlich ist der schon wach heute Morgen. Genau, Moment. Ich tue ihn rasch anrufen. Oh, das ist jetzt wirklich blöd, dass du... Moment, es läutet, bis rasch ruhig. Ja, hoi Dani. Ja, das ist der Geri Eskunder. Sorry, dass ich dich wecke am Sonntagmorgen. Du, ich habe ein grosses Problem. Du arbeitest doch in einer Leimfabrik, gell? Los, ich habe hier ein grosses Kinderbasteln organisiert mit dem Murmi. Aber ich habe das Wichtigste vergessen, den Leim. Du, dürfte mir rasch vorbeikommen? Könntest du mir ein paar Tübli parat machen? Das wäre total lieb. Gut, am 3:45. Gut, wir kommen. Tschüss, merci. So, Geri. Hä? Ja, wo ist jetzt der Leim? Also, Was, ich meine, der Leim? der Mann mit dem Leim, der Leimmann. Der Dani, der kommt sicher gerade. Wir haben abgemacht auf die 3:45 und jetzt ist dann gerade 3:45. Aber der arbeitet am Sonntag, oder was? Nein, der arbeitet alle hoffentlich nicht am Sonntag. Der hat jetzt extra für uns einen Ausflug gemacht ins Geschäft, dass er uns den Leim bringen kann. So. Salut zusammen. Ja, hoi. Hi, habt ihr es gut gefunden? Ja. Salut Murmi. Ja, grüezi wohl. Hoi, Salut, Dani. Geri. Das ist total flott, dass du vorbeikommst am Sonntag. Weil mir ist ein Das riesen... war drinnen gewesen. Ja, mir ist ein Missgeschick passiert. Da ist jetzt der Leim, gell? Ja, Muili. Weißt du, es ist so, ich habe ein grosses Kinderbasteln organisiert. Und er hat den Leim vergessen. Ja. Typisch. Ja. Und jetzt sollten wir ihn eben haben. Aber nicht einfach so Leim, es gibt auch verschiedene Leim. Was für einen müsst ihr denn haben? Ja, so einer, der klappt. Das ist eigentlich Das tut jeder bei uns. Ja. Nein, es sollte ein Leim sein, wo vor allem Papier gut klappt. Mal. Weil die Kinder machen so- Papierleim. Ein Papierleim. Dann gehen wir doch da in die Fabrik holen. So, da sind wir in der Spedition. Was? Wo sind wir? In der Spedition, da tut man Spedition? Klebstoff verschicken. Verschicken von hier weg. Jawohl. Ah. Und da habe ich etwas parat für jemand anderen, aber ich kann etwas geben. Oh, Also, und sehr der gut. sucht das morgen nicht. Wir können das wieder abfüllen. für morgen. Aha. Schau, endlich haben wir unseren Leim. Ja, das sind super gute Tübli. Und Da so kann jedes viel? Kind eins, ja. Für jedes Super. Kind wäre eins. Aber Jetzt haben wir noch kleinere. Ah ja. Hoi, Gut. so Sehr viel. gut. Danke vielmals. Was kannst du da haben? Ja, ich tue das eben. Oh, ja, aber was hat es denn da noch in diesen Küppeln? Drinnen haben wir auch noch Leim. Das ist für grosse Leute. Was? Leim hat es da drin? Ja, danke. Ja. Wenn wir in einer Leimfabrik Ja. sind. Ja. Wirklich? Willst du schon mal das anschauen? Wie Ja, wir das dann herstellen? Aha, wie wir das... Ja,
Ja, das nimmt mich sowieso so überhaupt Wunder, wieso dass der Riemen überhaupt klebt. So, schau ich, da sind wir jetzt. Ei. Ja, aber was hat's denn da in all diesen Säcken? Drinnen hat es alles Rohstoff, und zwar feste Rohstoffe hier auf dieser Seite. Also was für Stoff? Rohstoff? Das sind Stoffe, mit denen machen wir jetzt den Klebstoff. Ah, da braucht's zum den Leim Also der draus machen. Klebstoff, der Leim. Den Leim, jawohl, Aha. zum den Leim machen. Ach Hier so. zum Beispiel haben wir Harz. Warte, Ah, was? zeig dir Ja, schnell. Harz. Das ist Baumharz, das sind jetzt aber Aha. nicht vom Baum, sondern die hat man ja, künstlich ja. gemacht. Seht ihr da? Aha. Das klebt auch, wenn ihr es habt. Ja, klar. Der Harz natürlich auch. Wenn wir im Wald Genau. spielen, dann gibt es ganz klebige Hände. Für was braucht man den Harz im Weißt du, wenn du etwas willst, jetzt Attili zum Beispiel aufleimen, Ja. musst du das dann gerade Ich haben. kann schnell Wenn auf die Säcke rauf. Aber pass auf, gell? Dass nicht oben runter Nicht, dass du runterfällst, gell? Nein. Und dann tut das hier heben und dann kann man es noch verschieben. Also, wenn man das Attili klebt mit dem da, dann klebt es noch nicht richtig fest. Ja, weißt du, Wasser, der Leim hat ja viel Wasser Alles drin und dann klar. muss das Wasser verdunsten, bis es heben kann. Ja. Und das tut es schon vorher ein bisschen heben. Und was tust du sonst noch drin? Dann habe ich hier noch Füllstoff. Weißt du, wenn ich etwas habe, das ganz flüssig ist und Attili rauf tue, dann tropft ja das. Dann muss ich das ein bisschen dicker machen, dass es auch oben hebt. Ah. Und was tut man drin als Füllstoff? Du, da hat es einen Haufen Sachen, die man rein tun kann. Zum Beispiel Kreide kann man rein tun und so Sachen. Hast du gehört, Murmi? Kreide. Was Du hat's denn dort an in diesen Fässern? Da haben wir jetzt einen Haufen Fässer. Ja, Da ich zum seh's. Beispiel ist Naturlatex, das ist aus Malaysia. Ah, das ist Oh, das ist aber sehr hoch. Ja, und was? Und die sind jetzt schon gegangen ohne mich. Wie soll ich jetzt da oben runterkommen? Ja, und jetzt werde ich also wirklich ein bisschen hässig. Die könnten doch warten auf mich, wenn ich jetzt da angeklebt wäre. Ja, und dann... Und sie gehen schon. Oh. Ja, da komme ich nicht. Und das gewackelt. Ja. Schnell wieder absitzen. Geri! Jawohl. Aber das sind nicht die Gummibäume, die wir hier in der Stube haben. Nein, das sondern sind grössere. Ja, und wo man kann so anschneiden kann, und dann tropft der Genau. Gummi daraus raus. Geri! Oh, schau jetzt, wo der ist. Oh, Kommst du wieder nicht runter, hä? ehrlich, du. Hey, Murmi! Ja, hi, Ja, du bist Geri. Hochkletterin. Also aber langsam. Ja. Oh, ja, das ist sehr gut. Ja, gib auf meine Glatze Sorge. Hoffentlich schlüpfe ich nicht ab. Nein. Weißt du was jetzt? Hättest du mir nicht ein bisschen lieb, wenn ich da zwischen meine Hand und deinen Kopf könnte So, tun? jetzt kann Seich, der Dani wartet. Also, Aber gib Sorge, nicht, dass wir drauf... Du gut, musst auch nicht überall hochklettern. Ja, und Du jetzt- bist kein Säffli, du bist ein Das Murmeltier. geht noch gut. Ja, komm. Komm. Oh. Hilf mir. Oh, je. Oh, so. Sind wir froh, dass du wieder bei uns bist? Ja, ich bin auch froh. Er zeigt uns jetzt hier gerade die Fässer. Aha. Ja, Haufen flüssige Sachen haben wir in diesen Fässern. Wir haben draussen noch ganz grosse Lagertänke. Aber da haben wir jetzt Spezialitäten in den Fässern. Da ist zum Beispiel ein Monomer. Monomer. Was für ein Meer? Das ist kein Meer. Das ist wie Benzin. Was, Benzin? Ja, zum Auto umfahren. Nein, das brauchen wir zum Polymerisieren. Zum was? Wie bitte? Polymerisieren, ganz Ah, ein das- kompliziertes Wort. Eine von den Teilen, die es im Leim haben, ist ja so Flüssigkeit. Also was? Da innen hat's Benzin. Nein. Also man fährt mit dem an und nachher gibt es den Weissleim daraus. Aha. Das ist Chemie. Genau. Gibt's eigentlich auch gelben Leim und roten und grünen? Also Und normal violetten ist der Weiss, also ist der Leim weiss, wie du hier siehst. He? Ja. Und das ist nur wegen der Lichtbrechung. Wir tun hier nicht einen weißen Farbstoff rein. Der ist einfach weiss. Aber den kann man einfärben. Da gibt es Schwarze für den Boden. Ah, wieso für den Boden schwarz? Oder wenn man antistatisch zum Beispiel etwas machen will, dann sieht man schon, wo man verstrichen hat. Ah, dort, wo Das ist schwarz aber sehr kompliziert. Und Dann- der Ja, und rote? gelbe gibt's auch. Ja. Gelbe haben wir jetzt noch keinen gemacht, aber Und rote haben wir schon Orange? gemacht. Orangen auch nicht. Für was braucht ihr denn den roten? Den roten haben wir für einen Käse zum Beispiel. Für den Käse? Ja, wow. was? Das ist interessant. Was, dass der Käse nicht vom Tisch runterfällt, oder Nein. Dass er seine Farbe Was wir auch noch brauchen, ist etwa noch schwarze, weißt, wenn es Skipisten sind und die dort lang Schnee drauf haben, dann können sie dort wieder säen. Das mache ich jetzt dann mit einem schwarzen Leim, den sehen sie, den sie schon gespritzt haben. Ja. Ah, so. Jetzt auch, ja. Ja. Jetzt müssen wir die Hände waschen, he? Sonst kann ich dir die Hände nicht mehr geben. Aber was sind denn das für komische Zeichen? Ja, genau, schau mal. Hä? Ah ja, siehst du das? Das ist jetzt ein Sack aus Japan. Das ist... Ja, und was sind das für Zeichen? Machen die dort Zeichnungen? Nein, die haben jetzt das einfach so angeschrieben. Da siehst du es auf Was Englisch. angeschrieben? Ah, weißt du, das versteht er eben nicht. Das Ja. sind
japanische Schriftzeichen. Ja, das, Ah ja, siehst du, da steht Ja, Polyvinylalkohol für Colano AG. ja, das ist aber Blöffer. Ja, sicher habe ich geblufft. Ja, wie redet denn die Japaner so? Hoyo, hoyo. Genau Weißt so. du, so. Jetzt. Und jedes Zeichen, Murmi, da ist ein Wort oder ein Begriff oder sogar halbe Also Sätze. dann lehre ich ein bisschen Japanisch zu schwätzen. Ja, ich kann dir sagen, bist froh, bist du kein japanischer Bub oder ein Mädchen. Weil die Ich bin müssen ja in der überhaupt Schule kein Bub und ein Mädchen. Ja, Ich du bin bist ein ein Murmeltier. Murmeltier. Aber alle die Zeichen müssen die lernen in der Schule. Das ist dann viel schwieriger als unsere Buchstaben. Und was hat sie jetzt da drin? Da drinnen hat es jetzt Polyvinylalkohol. Warte, ich zeige es euch. Alkohol in Säck. Jawohl, siehst du, das ist fest da. Siehst Oh ja, schau da. Hast du gesehen? Ding-dong, Das habe ich jetzt aber nicht gewusst, dass Alkohol auch noch in nicht flüssiger Form Hoyo, Ding-dong, hoyo, Japan. So. du? Also, wenn wir das mal anschauen, wie wir das dann brauchen. Ja, ja. Also die Sachen zusammen? Ja, gut. Meinst du, das ist so japanisch? So hoi, dong, ding, Ja, dong. du musst halt mal einen japanischen Film schauen, dann siehst du es. Ja, ho, dong, ding, dong. Oh, Was auch? was sind denn das für Trottinette? Das sind keine Trottinette, das sind Ameisen, sagt man denen. Ja, Ameisen. Dann sag ich aber, das sind Elefanten an der Nase. Nein, das weiss ich jetzt zufällig auch. Murmi, das sind wirklich Ameisen, denen sagt man so. Was Ameisen? Das sind doch keine Ameisen. Weißt du, das sind Hubstapler. Handhubstab. Handhubstapler. Mit denen können wir Palette holen und können sie in Produktion fahren. Ja, Also so. die grossen Holzrahmen, wo wir vorher die Säcke drauf gesehen haben, die können mit denen leichter umeinander fugen. Ja, so, und was machen die da? Die können wir jetzt hier hinstellen zum Aufladen. Weil heute Sonntag Heute ist Also ja mit Sonntag, oder? Benzin? Nein, mit Strom können wir die aufladen, damit wir sie am Montag wieder brauchen können. Ja, so. Also das hier ist jetzt eine Polymerisationsanlage. Was? Wie bitte? Was ist das? Komplizierter Name. Das ist ein Reaktor. Da innen machen wir jetzt unseren Weissleim. Aha, dann ist es also eine Leimmaschine. Eine Leimmaschine. Schau, hier oben ist das Monomer. Das läuft hier runter. Und hier unten ist der Polyvinylalkohol, den wir vorher gesehen haben. Jesus Gott, ist das kompliziert. Gell? Also es sind nur die Namen, die kompliziert sind. Aha. Und das ist im Wasser innen gelöst. Also so wie man den Kuchen macht, wird Genau. hier das mixen. Der Mixer. Da siehst du, da läuft ja der Mixer, das Rührwerk und tut jetzt das herstellen. Und hinter uns haben wir jetzt eine leere Anlage. Da kannst du mal reinschauen. Ah, Also, da sehen wir jetzt einen vollen Reaktor. ja, das sieht ja aus, als hätte es Milch drin mit dem Schäumchen oben drauf. Grosse Milchsuppe. Ja, das reagiert auch fast wie Milch. Da sind wir jetzt in der Kühlphase drin. Und wenn wir das nicht immer würden so rühren, dann gäbe es oben drauf eine dicke Haut. Wie bei unserem Milchtassel. Aha, so eine Rahmschicht. So eine Rahmschicht. Ja, so. Ist denn da schwierig, so viel Leim zu machen? Ist das kompliziert? Oder könnte ich das daheim auch probieren? Nein, daheim kannst du das nicht. Ich zeige dir jetzt etwas. Ja, Was? Hier hinten haben wir einen Laborreaktor. Der hat jetzt 3 Kilo Platz hier drinnen. Wenn ich jetzt den Leim hier drinnen mache, kann man vergleichen, wie wenn ich Spaghetti machen würde, 1 Kilo Spaghetti. das ist ja nicht so schwierig, 1 Kilo. Aber das kann man, das muss man aber auch können. Aber wenn ich dann plötzlich muss 1000 Kilo Spaghetti kochen, zum Beispiel so einem grossen Kübel innen, dann muss ich schon etwas überlegen und etwas studieren. Ja, da brauchen wir aber eine riesige Pfanne. Grosse Pfanne und dann muss man schauen, dass nicht die einen Spaghetti verkocht sind und die anderen noch hart. Ja, Man muss schauen, dass alle Spaghetti gleich gesalzen sind und so. Ja. Ist schon noch schwieriger. Ja. Das ist in der Chemie genau gleich. Darum haben wir einen Haufen Chemiker, die das entwickeln, produzieren und herstellen. ausprobieren, wie viel das gerade noch liegt. Jawohl. Ich weiss nicht, was Chemiker sind, aber ist ja gleich umgekehrt. Chemiker sind die das hier erfinden. Aber ich habe noch eine Frage. Darf ich dir noch fragen, Murmi? Ja, was? Wer hat denn das am Anfang erfunden? Da? Bist du da gewesen? Hast du- Nein, nein. Das ist vor 54 Jahren hat der Dr. Ebnöter den Klebstoff in einem Wäschzauber entwickelt. Ah, in einem Wäschzauber. Haha, die Hai, auspröbeln. Genau. Gut, super. Gehen wir an einen ruhigeren Ort. Jawohl, gehen wir jetzt an einen ruhigen Ort. Okay, ja. Oh, schau mal. Du bist ein recht Säule, du. Oh ja.
Das ist halt was oben passiert, als ich mich abgestützt Du habe. bist an eine Maschine gekommen. Ja. Du, Dani, ihr arbeitet am Sonntag trotzdem. Das ist der Herr Hunziker, der jetzt hier an der Abfüllanlage ist. Grüezi, Wir haben einen Hunziker. grossen Auftrag und darum müssen wir ihm einen stecken für ein Schulhaus, wenn wir dort den Boden rein tun. Ah, damit das noch fertig ist vor dem Schluss der Sommerferien. Genau. Ja, aber drum. der arme Mann muss am Sonntag ganz allein in dieser riesigen Fabrik arbeiten. Zum Glück sind wir noch vorbeigekommen. Ja, weißt du, ich war auch noch da. Gewesen. Ja, genau. Ich bin bei Ihnen. Und was macht er jetzt da? Er tut jetzt abfüllen. Da oben haben wir ja den Mischgefäß gesehen. Ah, das ist jetzt der untere Teil. Der untere Teil von dieser Anlage. Und da lädt er jetzt ab, tut den Deckel drauf und tut es palettisieren. Ah, und da gibt es die Kübel, die wir da vorne gesehen haben. Es kommt mir gerade noch eine Idee. Ja, was Wir für haben noch eine? eine spezielle Anlage, wo man speziellen Leim für spezielle Leute machen. Ja, was? Hä? Ja, komm mal Möchtest du nicht den raus. Klebstoff haben? Willst du einen Leim haben von dieser Anlage? Wenn wir mal Ja. schauen. Ja, ein Murmelim. Murmileim zum Beispiel. Ja, das ist aber Hä? lässig. Ja, so, wenn das geht, ja. Gehen wir schauen. Ja, gern. Also, wie schreibt man Murmi? Ja, so Seppli schreibt man. Ja, nein, jetzt aber. Hey. Sebastian meine ich. M-U-R... Nein, Nein, ja, R-M-I. Mummi. das heisst Nein, Murmi. das ist noch nicht Das ist richtig. kein R-M-I. Jawohl. Genau. Und jetzt? Super. Okay. Okay, und jetzt kommt es da raus. Ah, das ist jetzt in dem Jawohl. Fall die Etikette. Jawohl. Und jetzt nehmen wir 2 Fläschchen und gehen über zur Anlage. Super. Ach so. 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 Jawohl, da ist es noch genau gerundet, siehst du? So, darf ich jetzt auf den Knopf Jetzt darfst du auf den schwarzen Knopf Hey, drücken. das ist dann lässig. Du. Ein Murmi-Spezialleim. Jawohl, Haha. jetzt nehmen wir am Gerriseis. Gut, tipptopp. Ich tue meins drunter. So. Jawohl, tust du ihn drauf. Hier andrücken. Du, Dani, wann braucht ihr die Anlage? Die Anlage brauchen wir, so wenn wir etwas Spezielles abfüllen wollen, so in Fläschchen, zum Beispiel für Kinderfest oder so. Kinderfest. Kinderfest. Murmi, weisst du was? Oh, Kinder. Ja, die warten auf uns. Die gehen Oh, den Dani, Leim bringen. die haben wir ganz Ciao, vergessen. Geri. Danke vielmals, dass du so einen Sonntagseinsatz gemacht hast. Gell? Ich tue das dann noch zahlen. He? Schickst du mir eine Rechnung? Ja, ist gut. Hä? Ciao, Dani, Murmi. merci. Dann müssen wir links raus. Dort. Links raus. Jawohl. Komm, Murmi, komm. Ciao zusammen. Tschüss. Er wohnt hoch im Berggebiet zwischen den Gletschern innen und hat eine schöne Höhle dort tief im Boden drinnen. Wer schläft dort der Winter durch und hört